wenn wir von Anfang an wirklich uns Mühe geben mit den PIBMs und mit kombinierten Bewegungen, dann sind wir ja sonst sehr nahe Manipulation. Dann haben wir sozusagen den Anfangspunkt von der Manipulation sehr gut im Griff. Die Weiterbildung hilft mir, den Stellenwert der Physiotherapie innerhalb unserer Organisation zu verbessern. Ich kann gegenüber anderen Berufsgruppen besser argumentieren und die Interessen der Physiotherapie besser durchsetzen. Obwohl ich schon seit mehreren Jahren als Instruktorin für Manualtherapie tätig bin, habe ich mich entschieden, das MAI-Studium hier an der ZHW zu besuchen. Es fasziniert mich, zu sehen, wie man die wissenschaftliche Arbeit kann in die Praxis umsetzen und andersrum aber auch die Fragen, die sich in der Praxis geben, wissenschaftlich zu verarbeiten. Ich arbeite in einer Klinik, ich habe dort die fachliche Leitung und mein Ziel ist es, mit dem MAS möglichst ein höheres Niveau zu erreichen und die Mitarbeiter professionell dabei zu unterstützen. Der MAS ist eine akademische, aber dennoch praxisnahe Weiterbildung. Er besteht aus 5 verschiedenen Teilen. Einerseits sind es 3 verschiedene CAs und dann das Praktikum und die Masterarbeit. Die 3 verschiedenen CAs sind klinische Expertise, wo verschiedene Untersuchungs- und Behandlungstechniken gelernt werden. Dann der zweite Teil ist Gesundheitswissenschaften und Professional Leadership. Dieser Teil bereitet auch die Masterarbeit vor. Im dritten Teil wird dann vertieft, entweder in manuelle Therapie, in Sportphysiotherapie, Handtherapie, Ergonomie oder Schmerz. Im Praktikum wird dann das Gelernte direkt am Patient angewendet in verschiedenen Kliniken und dann die Masterarbeit schließt das Studium ab.